Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen wieder bei unserem wöchentlichen Format Marktupdate, das wir in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft Austria durchführen. Wie Sie wissen, wir schauen ja jeden Donnerstag in einen ausgewählten Markt, heute in das Vereinigte Königreich. Die Briten schwer getroffen, zuerst Maxit, dann Brexit, jetzt noch die Corona-Mutation. Die Zahl von gestern 100.000 Tote, das heißt Großbritannien, das erste Land in Europa, das diese magische Grenze geknackt hat, heruntergebrochen auf die Bevölkerung, sogar die höchste Mortalität global gesehen. Wir schalten heute zu unserem WKO-Wirtschaftsdelegierten Christian Käsberg nach London und ich darf dich, lieber Christian, gleich einmal begrüßen und hereinholen. Servus, Christian, nach London. Guten Morgen nach Graz. Christian, wie ich gerade im Intro auch berichtet habe, also die Corona-Situation im Vereinigten Königreich ist ja wirklich dramatisch. Wie ist jetzt die Situation, wie wird sie aufgenommen in London, wie ist das Feeling der Briten aktuell zu diesem Thema? Robert, die Stimmungsbilder einzufangen in Großbritannien funktioniert so ähnlich wie in Österreich, nur noch de facto mit dem Blick aus dem Fenster und mit dem Spaziergang zum Supermarkt. Aber wenn man in einer Zusammenschau der Medienberichte zeigt sich natürlich, dass die britische Bevölkerung frustriert ist. Nicht? Frustriert durch eine Vielzahl von Kehrtwenden der Regierung in ihrer Corona-Politik. Die Briten gewöhnen sich gerade an die 68. Novellierung der Benimmregeln. Aber um zu verstehen, was sozusagen dort passiert ist, muss man vielleicht in das Frühjahr zurückblättern, wo Großbritannien ja massiv von der ersten Welle getroffen wurde. Und das hat eine Reihe von Gründen, die wir oft ausblenden. Ein schlechtes Gesundheitssystem mit vielen Vorerkrankten, aber vornehmlich eine hohe Bevölkerungsdichte. Großbritannien ist fast 3-mal so dicht besiedelt wie Österreich, England fast 4,5-mal so dicht besiedelt. Und dazu kommen soziale Ungleichgewichte. Corona ist eine Armutsinfektion. Sie trifft die bildungsfernen und einkommensschwachen und vieles mehr. Von denen gibt es in Großbritannien halt auch viele mehr. Und dann natürlich hat Boris Johnson lange gebraucht, um sein Siegerkostüm abzustreifen und der Krisen-Boris zu werden. Und das hat dazu geführt, dass Großbritannien schon im Frühjahr Pandemie-Europameister geworden ist, mit einer Übersterblichkeit, die damals um das 8-fache höher lag als in Österreich. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich an diesen Altlasten nicht viel getan. Und das große Drama, das jetzt passiert, ist Winter was coming, Winter has come. Und die zweite Welle hat zu einer erschreckenden Eskalation der Gesundheitskrise geführt. Ich weiß nicht, wie weit das in den österreichischen Medien verdaut und verarbeitet wurde. Die 7-Tage-Inzidenz ist in Großbritannien phasenweise über 700 gelegen und in London über 1000. Und das hat natürlich zu tun mit der Virusmutation, aber natürlich auch mit dieser frustrierten Bevölkerung, die jetzt disziplinloser wird, weil sie im Wesentlichen diese Kehrtwendungen nicht mehr mitmachen kann und nicht mehr mitmachen will. Die einzige positive Nachricht dabei ist, dass die Briten impfen wie die Verrückten. Das schlägt sich jetzt mit Blick auf diese AstraZeneca-Geschichte in den österreichischen Medien nieder. Sie haben fast 7,5% der Bevölkerung teilimmunisiert, erhoffen sich eine Entspannung der Situation, dadurch natürlich mittelfristig die 7-Tages-Inzidenz liegt bitte immer noch fast bei 400. Nicht? Also wir sind ganz nervös bei 130. In Großbritannien ist die Situation um vieles schlimmer. Und die Ausblicke der Regierung, also hier merkt man, hat sich viel geändert. Also es gibt kaum mehr diese optimistischen Perspektiven. Es gibt auch kein Ende des derzeitigen Komplett-Lockdowns. Habt ihr auch ähnlich wie in Holland jetzt schon Entwicklungen, die in Richtung, diese Unzufriedenheit sich entlädt in der Bevölkerung? Ich will jetzt nicht sagen Riots, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber wieso die Stimmungslage? Gerade bei den Jungen? Du hast eben ich glaube, in Großbritannien entlädt sie sich natürlich auf der einen Seite in immer wiederkehrenden Demonstrationen, die sich allerdings in friedlicheren Bahnen abspielen, aber eben in einer Disziplinlosigkeit, nicht, indem man sozusagen
die Regeln einfach wegwischt und sich zu Hause trifft, in irgendwelchen Kellerlokalen trifft, sich im Park trifft, gar nicht so sehr, um absichtlich gegen die Zwangsmaßnahmen und die Ausgehverbote und Bewegungsverbote zu demonstrieren, sondern sie einfach zu ignorieren. Ich glaube, das liegt auch mehr in der britischen DNA oder DNA als vielleicht andere Ausbrüche, wie wir sie sonst in Europa sehen. Christian, das andere Thema, das uns natürlich jetzt operativ ganz, ganz stark betrifft, ist der Brexit. Wir sehen, es funktioniert einfach nicht wirklich. Gerade im Transportwesen haben wir Verzögerungen in den Systemverkehren. Die Supply Chain ist ziemlich gestreckt. Ja, also wir reden da von 2 Tagen Verzögerungen vom Kontinent nach UK zu kommen mit den Waren. Kannst du uns hier schildern, was sind die großen Herausforderungen, warum funktioniert es einfach nicht auf britischer Seite? Weil ehrlich gesagt sind ja die Probleme mehr auf britischer Seite zu verorten als auf europäischer. Das ist aus unserer Sicht sicherlich richtig. Wenn man sich heute durch die britischen Medien blättert, dann haben die KMUs und kleineren britischen Exporteure, die Festlandgeschäft, also Kontinentgeschäft gemacht haben, genau 1:1 dieselben Probleme, die österreichische oder europäische Exporteure haben. Man muss sich vor Augen halten, dass dieses Freihandelsabkommen nicht, also nachdem das Brexit-Murmeltier 4 Jahre unendlich gegrüßt hat es dann ein Ei gelegt, allerdings ein Wachtelei. Das Freihandelsabkommen bewegt sich innerhalb der engen roten Linien, die die Scheidungsanwälte schon vorher um ihre politischen Steckenpferde gezogen haben. Souveränität bei den Briten und Integrität des Binnenmarktes auf der europäischen Seite. Das Abkommen ist unambitioniert, es ist unkonstruktiv, es ist schmalbrüstig, es stellt es stellt Zölle und Mengenbeschränkungen für Ursprungswaren auf Null, aber sonst tut es im Wesentlichen nichts. Es beschäftigt sich nicht mit Dienstleistungen, nicht mit Steuern, nicht mit Konformitätszeugnissen, nicht mit Berufsqualifikationen, nicht mit den Finanzdienstleistungen. Die Briten waren nicht bereit, viel herzugeben und haben im Gegenzug kaum etwas bekommen. Und aus diesem Missverständnis, das vielfach auch unter österreichischen Unternehmen, nicht den großen, aber bei den vielen kleineren verankert war, nämlich das Freihandelsabkommen kommt und bleibt alles gleich, sind auch viele Probleme entstanden, weil das Freihandelsabkommen ist politisch wichtig, es ist die atmosphärische Basis für eine geopolitische Zusammenarbeit. Das ist in einer Welt, die nicht mehr den Rändern ausfranst, auch was, aber sonst ist es nur besser als nichts und es repariert nicht die 4 Grundfreiheiten des Binnenmarkts und der Zollunion, die natürlich durch den Abgang verloren gegangen sind. Und die Problemstellungen, hast du schon angedeutet, sind natürlich Zölle, sind der Wegfall der Vereinfachungen der steuerlichen Behandlung und natürlich die Problemstellungen bei der Entsendung sozusagen, also beim Personenverkehr über die Grenze. Ja, es ist trotzdem aus meiner Sicht wahnsinnig verwunderlich, dass wenn man sich so lange auf einen Austritt vorbereitet, nämlich über Jahre, nicht in Szenarien vorbereitet wird. Ja? Wir wissen aus Rückmeldungen, dass 80% aller Sendungen zwischen Europa und UK falsch deklariert sind. 80%, das muss man sich mal vorstellen. Die britischen Zollämter sind überhaupt nicht vorbereitet, ja, auf diesen Ansturm. Wir in Dover bzw. in Calais haben wir ja Staus ohne Ende. Die Systemverkehre brechen zusammen. Christian, gibt es eine Abschätzung, wann sich das vielleicht normalisieren könnte, sollte? Gibt es eine Art von jetzt Contingency-Plan? Naja, also die Know-how-Defizite beim Prozedere und bei den Warenbegleitpapieren, die wir jetzt in den ersten Wochen gesehen haben, die waren vorhersehbar. Es hat damit zu tun, dass auf beiden Seiten des Kanals die Frächter und Spediteure kleinbetrieblich organisiert sind. Und bei vielen kleinen Unternehmen haben wir gesehen, dass das Corona-Krisenmanagement natürlich die Brexit-Vorbereitungen überlagert hat. Und dazu kommt, wie du richtig sagst, eine unerprobte und inadäquate Zollinfrastruktur, vornehmlich auf britischer Seite, aber die Probleme sind auch auf der anderen Seite des Ärmelkanals durchaus sozusagen, da kann man durchaus auch einen Finger drauflegen.
Das Gute war, dass viele Firmen sich die Lager bis zu den Dachluken vollgeräumt haben. Das Verkehrsaufkommen ist ja massiv zurückgegangen. Und ich habe, also die Frechter, mit denen ich gesprochen habe, die großen Unternehmen, das hoffen, dass es also innerhalb von 2-3 Monaten zu einer Entspannung dieser Situation kam. Das, was an der Grenze passiert, war vorhergesehen und wir haben eigentlich Schlimmeres befürchtet, was jetzt geschieht. Okay. Christian, aber jetzt unabhängig von den aktuellen, jetzt sage ich mal, aktuellen Problemen, bleibt ja UK weiterhin ein sehr, sehr wichtiger Markt, ein sehr interessanter Markt. Das darf man nicht vergessen. Der Austritt aus der EU heißt ja nicht, dass der Markt jetzt für uns plötzlich verschwunden sein sollte. Meine Frage zielt dahin, habt ihr in diese Richtung Aktivitäten vorgesehen, wie wir wieder sozusagen dieses Rad in Schwung bekommen könnten? Was macht ihr seitens der Außenwirtschaft in Bezug auf Marktbearbeitung für die österreichischen Exporteure in dem Fall? Also einsteigen darf ich mit dem Hinweis, dass, wie du richtig gesagt hast, die Geschäftschancen keineswegs verschwinden. Großbritannien bleibt der zweitgrößte Markt Europas, das wissen die Unternehmen, bleibt ein Wissens- und Know-how-Knoten für Technologiefirmen und für Startups, bleibt ein Sprungbrett für Geschäfte, für Drittlandsgeschäfte unter Ausnützungen des britischen Netzwerks, also koloniale Traditionen hat und halt tiefer und dichter ist als unseres. Dazu kommt, dass die Briten natürlich mit massiven Beschaffungsinitiativen im Infrastruktursektor versuchen, der Konjunkturentwicklung gegenzusteuern. Da entsteht Geschäft, Schiene, Straße, Schule, Gesundheitswirtschaft. Da haben wir die Unternehmen schon im Vorfeld, also im vergangenen Jahr, auf diese neuen Beschaffungsarchitekturen vorbereitet und werden sozusagen da nachlegen. Ein zweites großes Thema für uns wird sein, das Thema Energieeffizienz im Bau. Die Briten haben eine ambitionierte Klimapolitik, eine ambitionierte Energiepolitik, die sie jetzt in einem Weißbuch festgeschrieben haben. Da gibt es Förderungen für Gebäudesanierungen, für Neubauten. Das sind die Themen Wärmepumpen, Biomasse, Dämmmaterialien. Da sind wir lieferstark und die Briten haben einen hohen Bedarf. Wer jemals in London war, kennt den Altbaubestand dort. Das sind Themen, auf die wir uns konzentrieren werden. Ich befürchte allerdings, dass in den nächsten 6 Monaten sozusagen die Unterstützung der Unternehmen beim Brexit-Krisenmanagement doch viel unserer Kapazitäten absorbieren wird. Ich darf bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass alles, was wir wissen, auf unserer Landingpage, auf unserer Webseite steht. Alle die schrecklichen Details zu Einreise, zu Montage, zu Steuern, zu Zoll, zu Ursprungsregeln, ist dort sozusagen täglich, tagesaktuell nachzulesen. Und wenn ich sozusagen diese Plattform benutzen darf, auch an die Unternehmen zu appellieren, sich vorzubereiten auf Beratungsgespräche mit uns. Es geht dann schneller. Ja, vielleicht darf ich da für die Community darauf hinweisen, dass genau was du erwähnt hast, nämlich eure Seite im Chat zur Verfügung steht. Und bitte direkt gleich das AC London zu kontaktieren in Bezug auf all diese Fragen. Aber eine Frage würde ich jetzt trotzdem gerne stellen, weil du sie ja auch kurz angeschnitten hast. Corona-bedingte Einreisen nach Großbritannien, also wir sprechen ja jetzt aktuell nur für Dienstreisen, für geschäftliche Gründe. Wie schaut's aus? A, geht's? Und B, will man überhaupt in Großbritannien jetzt einen Europäer physisch sehen und treffen? Ja. Ja, es geht mit einer elektronischen Voranmeldung, einem negativen PCR- oder Antigentest und mit 10 Tagen Heimquarantäne, aus der man sich noch 5, 6 oder 7 Tagen freitesten kann. Das sind die Corona-Vorschriften. Ausnahmen gibt es für Montageleistungen. Zu meinem Schrecken habe ich heute hat die Financial Times heute in der Früh berichtet, dass man sich überlegt, diese Ausnahmen für Monteure, die ohnehin jetzt sozusagen durch die neuen Entsendungsvorschriften, die aus dem Brexit resultieren, massiv eingeschränkt waren, weiter zu verkleinern und enger zu machen und nur noch sozusagen für Notreparaturen und Notinstallationen eine quarantänefreie Einreise zu erlauben. Aber das ist noch nicht so weit und die Hoffnung ist das, was als letztes stirbt. Mhm. Ja, lieber Christian, leider ist ja unser Format auf 15 Minuten beschränkt. Aber ich darf noch einmal darauf hinweisen, bitte kontaktieren Sie den Wirtschaftsdelegierten direkt, beziehungsweise auch sein Team.
Aber wenn Sie Interesse haben, hier tiefer einzutauchen, dann darf ich darauf verweisen, dass wir am 2. Februar, sprich nächste Woche am Dienstag, ein weiteres Webinar, und das dauert dann doch um einiges länger, anbieten, nämlich zu operativen Thema Zoll, Steuerrecht, aktuelle Lage. Es wird wieder Christian Kiesberg dabei sein und Christian Heid, der Zollexperte der Wirtschaftskammer Steiermark. Wenn Sie mehr Informationen dazu haben wollen, dann schauen Sie bitte auf unsere Seite www.ic-steiermark.at, da finden Sie das Detailprogramm. Lieber Christian, dann ganz, ganz lieben Dank an dich nach London. Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich in absehbarer Zeit wieder mal auch sehen. Danke dir. Vielen Dank, Robert, und danke für die Initiative. Ich glaube, es ist ein spannendes Format. Hat mir Spaß gemacht. Sehr gerne. Danke dir. Und eine letzte Ankündigung noch. Nächste Woche am Donnerstag schalten wir nach Peking und holen uns Informationen zur aktuellen Lage in China ab. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Dabeisein und mir bleibt nur noch eines zu sagen. God save the Queen.